Es war einmal ein Mädchen mit einem roten Käppchen. Und weil das Mädchen das rote Käppchen immer auf dem Käppchen gehabt hat, da haben alle Leute das Mädchen Rotkäppchen genannt. Da ist einmal bei das Rotkäppchen dem seine Mama gekommen und hat gesagt: Du, Rotkäppchen, geh doch mal bei die Großmama und guck mal, wie es der geht. Ich hund da im Käppchen paar Kribbel neu und ein Bongelchen mit Schnitzsuppe. Das nimmst vor der mit. Das Rotkäppchen hat die Großmama auch recht gern gehabt und hat sich dichtig gefragt, dass es jetzt bei der Spiele gehen darf. Und so hat sich das kleine Mädchen mit dem Brotsack auf den Weg bei die Großmama gemacht. Die Großmama hat aber ziemlich weit weg und ganz alleinig im Wald gewohnt. Und wo das Rotkäppchen grad unterwegs war, da ist über einmal der böse Wolf hinter die Bäume raus und hat dem Mädchen den Weg versperrt. »Wo gehst denn du hin und wer bist denn du?« hat der Wolf das Mädchen gefragt. Das Rotkäppchen wusste nicht, dass der Wolf böse ist und hat geantwortet: »Ich bin das Rotkäppchen und ich gehe bei meiner Großmama spielen.« »Und wo wohnt denn deine Großmama?« hat der Wolf weiter gefragt. »Die wohnt noch ein Stückchen weiter da hinten im Wald, dort wo die 3 große Bergbäume sind.« Der Wolf war arg hungrig und hätte liebst das Rotkäppchen gleich sofort mit Haut und Knochen und mit samt dem Käppchen und dem Kärpchen gefressen. Aber der hat sich's anders überlegt. Der hat nämlich gedacht: Das junge Ding da, das lauft mir nicht weg. Ich spring zuerst scharf bei die alten Modder und tu sie fressen. Und danach muss ich bloß noch ein klein wenig luren, bis das Matschgli da bei mich strack in den Rachen neid tappen tut. Und da hat der schlechte Wolf zum Mädchen gesagt: Du, Rotkäppchen, guck mal da hinten im Wald zwischen die Bäume, da sind so schöne gelbe Blumen. Willst vielleicht von deiner Großmama ein paar Blumen robben? Und weil die Blumen dem Mädchen so arg gefallen haben, ist es auch gleich bei die Bäume gesprungen und hat angefangen, die gelbe Blume zu blicken. Der Wolf ist aber gleich Hals über Kopf losgerannt bei die Großmama ihr Haus. Und wo er endlich dort so war, da hat er so sachtig hier an die Tür geklopft. »Wer ist denn da draus?« wollte die alte Mutter wissen. »Das bin ich, das Rotkäppchen. Ich hab euch was mitgebracht«, hat der Wolf sich mit verstellter Stimme gemeldet. Und weil die Frau schon ein bisschen taub war und weil es auch gar nicht mit schlimmen Sachen geregnet hat sie's geglaubt und hat auch gleich die Tür aufgeriegelt. Was danach passiert war, das war gruselig. Der Wolf hat die Tür scharf aufgerissen, ist hinig die Großmama nachgesprungen bis in die Schlafstube, hat sie dort so an die Fies und an die Hände gekrapscht und hat sie ohne Kauer runtergeschluckt. Danach hat sich der Wolf ein Tichelchen von die Großmama auf den Kopf gebunden, hat der ihre Brille draufgestrippt und hat sich bei der ins Bett neigelegt, hat sich zugedeckt und hat gelurrt, bis das Rotkäppchen endlich kommen tut. In der Zeit war das Rotkäppchen schon fertig mit Blumenrobben und kam bei die Großmama ihr Häuschen bei. Das hat sich ja auch ein bisschen gewundert, wo es gesehen hat, dass die Tür nicht verriegelt war, ist aber gleich ins Haus rein und strack hin bei die Großmama in die Schlafstube. Der erst hat's die Zeit geboten und nord, wo es den Wolf im Bett gesehen hat, da hat's ihn aber nicht gekannt. Es hat aber doch gespielt, dass da was nicht gestimmt hat. Da hat das Rotkäppchen das Kärpchen mit die Kribbel und die Schnitzsuppe abgestellt, den Blumenstrauß hat's auf die Seite gelegt und hat sich neben dem Wolf aufs Bett draufgesetzt. Und weil die Großmama so ein bisschen gespassig gelassen hat, da tut das Mädchen die Frage: Großmama, Großmama, warum hättern so große Ohren? Ja, dass ich dich besser hören kann, mein Kindchen. Großmama, Großmama, und warum hättern so große Augen? Naja, dass ich dich besser sehen kann, mein Kindchen. Großmama, Großmama, und warum hättern so großes Maul? Ja, das hab ich, dass ich dich besser fressen kann.
Und da ist der Wolf plötzlich aufgehopst, hat das arme Kind gepackt, hat's bei sich in den Rachen neigestoppt und hat's verschluckt, ohne Kau, mit Haut und Knochen. Und das Kärpje mit die Gräbel und die Schnittsuppe hat er auch noch hinten nach reingestoppt und den Blumenstrauß mit die gelben Blumen auch. Danach war der Wolf so marode geworden, der hat so Schlaf gekriegt, dass er sich gleich wieder aufs Bett von die Großmama draufgeschmissen hat und ist sofort eingeschlafen. Und wo er grad so geschlafen hat, da fängt er auf einmal an zu schnorksen. Der hat so laut geschnorkst, dass das ganze Häuschen gezittert hat, als wenn's gleich zusammenrotteln tät. Das war schauderlich. Grad in der Zeit ist ein Jächter mit einer großen Schrotflint vorbeigelaufen. Der hat es gesehen, wie das kleine Häuschen hin und her gewackelt hat. Und der Jächter hat auch gehört, dass uns mit dem Häuschen ganz laut schnorksen tut. Da geht der Jächter in das Häuschen neu, guckt sich da drin überall um, der guckt in die Küche neu, da ist keins da, dort guckt er in die Wohnstube, da seht er auch keins, und erst wo er ins Schlafstübchen neu ist, da hat er den Wolf auf dem Bett gesehen, wie er da grad so gelegen hat. Der Jächter war ein arg kluger Mann, und wo er den dicke Wonst vom Wolf gesehen hat, da hat er schon gewusst, dass da drin Menschen verschluckt sei. Da hat er nicht lang überlegt, der nahm sein großes Messer und schlitzte dem Wolf sein Wonst auf. Ach, was war das schön! Das Rotkäppchen und die Großmama sei lebendig aus dem Wolf rausgehopst und hen sich umarmt und hen sich gekisst. Und das Kärpchen mit die Gräbel und die Schnittsuppe hen sie auch nicht vergessen. Das hen sie auch rausgeholt. Die gelbe Blume hen sie aber drin gelassen. Und der Wolf hat es aber nicht gespielt, der hat weitergeschlafen und hat immerzu geschnorkst, dass alles gekracht hat. Der Jächter und das Rotkäppchen hen von draußen vom Wald paar große Stoh beigeschleppt und hen mitten den Wolf sein Leib voll gemacht. Die Großmama hat auch geholfen, die ist nämlich beim Kommod hin und hat dort so aus dem Schuber ein Stiegelje Zwern und eine Stoppnadel geholt. Die Großmama konnte schon immer gut nähen und die hat dem Wolf den sein Leib so gut zugenäht, dass man's nicht gesehen hat. Danach haben sie den Wolf all miteinander an die Hände und Fies gepackt und ihn ganz weit weg in den Wald geschleppt. Die hat er den neben im Fluss grad so auf die Erde hingeschmissen und sei gleich wieder heim zu uns. Der Wolf hat neben im Fluss noch eine Rucke geschlafen und ist dann aufgewacht. Und wo er wach war, da krocht er auf einmal so ein Dost, dass er gleich an den Fluss gekrabbelt ist und wollte was trinken. Beim Trinken ist er aber ausgerutscht und ist ins Wasser geschubbelt. Die Stober dem im Leib, die waren so schwer, dass er nicht mehr rausschwimmen konnte und ist elendig versoffen. Die Großmama mit dem Rotkäppchen und mit dem Jächter haben bei sich daheim gesessen und haben die Schnittsuppe mit die Gräbel gegessen. Und wenn sie noch nicht gestorben sei, so seien sie noch lebendig.